Grüezi miteinander und hallo zusammen. Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem neuen Film über Getränke. Über Getränke auf Schweizerdeutsch. Also interessierst du dich für Schweizerdeutsch oder interessierst du dich für Getränke? Dann bist du da genau am richtigen Ort. Ich bin Katrin Erni von swissgermanonline.com und du kannst mit mir chatten, wenn du an der Premiere bist, oder du kannst mit mir im Kommentar etwas hinterlassen. Du kannst deinen Kommentar abgeben, wenn du den Film später schaust. Also, heute reden wir um Getränke, alkoholische und solche ohne Alkohol. Zuerst fangen wir an, natürlich mit dem Wasser. Das ist das wichtigste Getränk. Ohne Wasser könnten wir nicht leben. Das Wasser ist lebenswichtig. Ja, habt ihr aber gern Wasser? Nicht alle Leute trinken gern pures Wasser trinken. Bist du ein grosser Wassertrinker oder Wassertrinkerin? Ich glaube, in der letzten Zeit ist das Wassertrinken viel populärer geworden. Früher, in meiner Kindheit, haben wir eigentlich meistens Tee gehabt. Meine Mami hat immer Tee gemacht, einen grossen Krug Tee für den ganzen Tag. Und dann haben wir viel Münzentee getrunken. Tust du viel Wasser trinken? Ich muss sagen, manchmal vergesse ich das Wasser trinken am Tag ein bisschen. Und dann trinke ich noch, bevor ich ins Bett gehe. Das ist vielleicht nicht so ideal, wenn man so viel trinkt, vor dem ins Bett gehen. Aber es ist wichtig, dass man genug Wasser trinkt. Hast du gerne reines Wasser oder lieber gesüßtes Wasser? Oder vielleicht hast du auch gerne Wasser mit Kohlensäure, Blätterliwasser, das so schön kräuselt auf der Zunge. Hast du gerne Wasser mit Kohlensäure? Ich selber habe am liebsten eigentlich ganz normales, reines Wasser ohne Kohlensäure. Es muss nicht unbedingt gesüßt sein. Ich habe es auch sehr gerne sonst. Oder vielleicht manchmal gefiltertes Wasser. Je nachdem, wo ich bin und was ich für Wasser zur Verfügung habe. Und weisst du, dass unser Körper zu 60% aus Wasser besteht? Oder sind es über 60%? Das ist unglaublich. Ja? Wenn man das Wasser wegnimmt, dann bleibt nicht mehr viel Trockenmaterial von uns. Und das Wasser ist Informationsträger. Also es ist sehr wichtig, glaube ich, wie wir denken, ob wir positiv sind, weil das hat alles einen Einfluss auf uns, auf unser Wohlbefinden. Also ich hoffe, dass du positiv kannst denken, ein positiver Mensch bist und dass dein Wasser mit viel guter Energie geladen ist. Dann Wodka als zweites, das ist ein Wässerli, eigentlich ein kleines Wasser. Manchmal reden wir auch auf Schweizerdeutsch von Wässerli, wenn wir von Schnaps reden. Wodka ist natürlich recht alkoholisch. Man muss aufpassen, dass man nicht so zu viel trinkt. Ja. Man kann aber auch Wodka allein trinken oder man kann es mischen mit etwas. Hast du gern Wodka? Was denkst du? Oder was sagst du? Schreib doch im Kommentar. Trinkst du gern Wodka? Wie häufig trinkst du Wodka? Ist das etwas, was dir nie in den Sinn kommt, wo du gar keinen Appetit drauf hast? Trinkst du das einmal pro Jahr vielleicht oder einmal pro Monat oder einmal pro Woche? Oder vielleicht trinkst du es jeden Tag? Jeden Tag wäre ein bisschen zu viel. Also das Wässerli mit Alkohol sollte man nicht jeden Tag trinken, im Gegensatz zum reinen Wasser, das Leben spendet. Also wie häufig trinkst du Wodka?
Und was nimmst du zum Wodka? Vielleicht machst du einen Drink daraus, vielleicht tust du das mischen mit Tomatensaft oder Orangensaft oder ich weiß auch nicht, was es für Drink gibt. Ich tue es eigentlich meistens ein bisschen gesüßt, vielleicht Honigwodka oder so, tue ich trinken, aber auch nicht so viel. Also für mich muss Wodka nicht sein. Aber natürlich, mein Mann ist Pol und in Polen wird Wodka getrunken. Natürlich, sie respektieren es sehr gut, wenn du nicht trinken willst, wenn du dein Glas umkehrst. Also wenn ich an ein Fest gehe, meistens tue ich gar nicht anfangen zu trinken. Ich tue mein Wodka-Glas umdrehen, dass sie mir nicht einschenken können, dass sie mir kein Wodka geben können. Weil wenn sie einmal anfangen zu leeren, füllen sie unser Glas immer wieder auffüllen. Und dann hast du absolut keine Kontrolle, wie viel das du schon getrunken hast. Ausser du tust immer exen. Das Wodka-Glas, den Schluck Wodka, den kannst du auch in einem Schluck abschletzen. Und dann hast du nicht geexet, aber das geht dann ein bisschen schnell vorwärts, wenn du deinen Wodka exen. Und dann den nächsten bekommst und noch einmal den nächsten. Also, bevor wir zu viel Alkohol hatten, möchte ich euch noch aufmerksam machen auf meine App. Mein Sohn hat eine super App geschrieben, wo der Montag-Abend-Kurs drauf ist, Monday 8 p.m. und Wortschatz, Flashcards, Schwierigkeitsgrad ist aufgegeben und alle älteren Filme kannst du auch anschauen. Also wenn du ein iPhone hast, dann ist das vielleicht etwas für dich. Der Wein. Ja, wenn wir schon beim Alkohol sind, ich glaube in der Schweiz, dann ist der Wein der Alkohol Nummer 1, oder? Was denkt ihr? Auf jeden Fall in meiner Familie. Oder vielleicht ist es noch Bier. Bier haben wir da gar nicht. Über Bier reden wir heute nicht. Also, über Wein kann man, glaube ich, ein bisschen mehr erzählen. Hast du gerne Wein? Trinkst du ab und zu ein Gläschen mit deinem Mann oder deiner Frau oder deinen Freunden? Habt ihr gerne ein Gläschen roten oder ein Gläschen weissen zu einem Aperitif? Ja? Wann trinkt ihr Wein? Was für Arten von Wein hast du am liebsten? Es gibt ganz viele verschiedene aus verschiedenen Ländern und es gibt auch Schweizer Wein. Wir haben Weinbauern. Vor 2 Jahren war das Winzerfest in Vevey. Dort haben die Weinbauern ein riesiges, grosses Spektakel gemacht, eine grosse Show vorbereitet, ja, zu dem Winzerfest. Ich weiss nicht, ob ihr gewesen sind. Also, in der Schweiz kannst du auch Wein, also regionalen Wein kaufen und trinken. Das ist auch sehr gut. Aus dem Wallis oder vom Montville oder am Jura hat es ganz viel Weinreben. Also das heisst, vielleicht, die Schweiz ist ja eher ein kleines Land, vielleicht ist es schlussendlich doch nicht so viel Weinanbaugebiet, das wir haben, aber es gibt doch ein paar gute Tröpfchen. Also wenn du sagst, schau mal, dieser Wein, das ist ein guter Tropfen, kannst du sagen. Das ist ein guter Tropfen. Welche Farbe kann der Wein haben? Also, es gibt viele verschiedene Schattierungen von dem Rot. Sehr schönes, dunkles Bordeaux-Rot, also Rotwein. Oder dann gibt es Weisswein, Rosé oder gibt es noch andere Farben? Mir sind es nicht bekannt, aber wer weiß. Es gibt so ein Getränk, das ist Aperol, das ist ganz rot. Feuerrot, so quasi. Aber ich glaube, das gehört nicht unter die Kategorie Wein. Dann kommen wir zu der Milch. Die Schweiz ist doch ein Milchland. Wir haben Kühe mit Glocken auf den Weiden, Kühe auf den Alpen, die gute Gräsli fressen und Kräutchen fressen. Und wir haben ganz gute Milch. Wir machen Käse aus dieser Milch und brauchen sie zu ganz vielen Sachen. Für was brauchst du Milch? Brauchst du viel Milch?
kochst du mit viel Milchprodukt. Auf der Milch, das Fett, das es auf der Milch gibt, wenn du frische Milch hast, das ist Rahm. Ja? Den Rahm, den kannst du schlagen, dass er ganz steif wird und dann kannst du das auf eine Torte tun, zu einem Dessert oder in deinen Kaffee. Oder auf deine heisse Schoki kannst du Schlagrahm tun. Also es gibt ganz viele Verwendungsarten für Milch und Milchprodukte und zum Beispiel sauren Halbrahm und Joghurt für Söseli und alles Mögliche. Für was brauchst du Milch? Bist du jemand, der immer alles mit Milch macht oder nicht? Ich habe früher sehr viel Milch gebraucht, zu allem, was ich gekocht habe, praktisch. Aber dann sind meine Kinder laktoseintolerant und wir mussten laktosefrei essen. Und jetzt habe ich mich recht daran gewöhnt, weniger Milch zu brauchen, weniger Rahm, weniger sauren Halbrahm, sondern einfach vielleicht mit Wasser das zu ersetzen oder auch manchmal mit Sojamilch oder mit Hafermilch. Ja, wenn man nicht Laktose verdauen kann, dann nachher kann man das gut ersetzen mit anderen Produkten. Kennst du jemanden, der laktoseintolerant ist? Ja, wir haben eine Zeit lang laktosefrei gekocht. Das ist ganz gut gegangen, als wir daheim waren. Aber wenn wir ins Restaurant gegangen sind oder so, ist es nicht mehr immer so einfach gewesen. Und für die Kinder natürlich ist es schwierig gewesen, weil sie haben sehr gerne Milch. Oder heisse Schoki, ein Ovomaltine oder ein Scaotina. Ja, da haben wir Fruchtsaft. Jetzt, wenn wir von Saft reden. Das ist ein schöner Orangensaft. Da fehlt der Text. Dann müssen wir einfach reden über den Orangensaft. Es gibt auch viele andere Fruchtsäfte. Vielleicht ist das ein Mangosaft oder Mandarinlisaft. Gibt es auch neuerdings. Ja. Ich habe auch sehr gerne Äpfelsaft. Most. Ja. In der Schweiz sagt man am Äpfelsaft auch Most. Und dann kannst du eine Schorle haben, zum Beispiel im Restaurant kannst du eine Schorle bestellen. Das ist Äpfelsaft gemischt mit Wasser, halb-halb. Ich glaube mit Kohlensäure, mit Wasser mit Kohlensäure. Dann ist das eine Schorle. Und das ist sehr erfrischend im Sommer. Das finde ich super erfrischend, eine Schorle. Weil Äpfelsaft selber ist doch sehr süß. Ich weiss nicht, habt ihr lieber verdünnten Äpfelsaft mit ein bisschen Wasser drin oder trinkt ihr die Fruchtsaft pur, ohne sie zu verdünnen? Wir sind eine grosse Familie und für uns ist es gut, wenn wir auch ein bisschen Wasser rein tun können, dann strecken wir die Getränke ein bisschen und dann haben alle mehr davon. Ja, dann, das kommt ein bisschen billiger, wenn wir überall noch ein bisschen Wasser rein tun. Und eigentlich ist es ja auch nicht schlecht. Also, manchmal tun wir unsere Fruchtsäfte mit Wasser oder mit Kohlensäure, also mit Wasser mit Kohlensäure oder mit Wasser ohne Kohlensäure verdünnen und ein bisschen strecken, dass es weiter lenkt, dass mehr Leute genug davon trinken können. Aber ich liebe Fruchtsaft und das ist immer ein guter Start in den Tag, wenn man so viel Vitamine zu sich nimmt. Habt ihr auch eine Fruchtpresse daheim oder eine Saftmaschine, wo ihr gerade selber Saft machen könnt? Das ist natürlich das Beste. Rüeblisaft, Randensaft kann man auch machen. Also aus Gemüse oder eben Orangensaft oder Äpfelsaft selber machen, frisch gepresst von daheim. Das sind super Sachen, die man dann auch zusammen kombinieren und zusammen mischen kann, die ganz interessant sind und nährreich. So ein Getränk, so ein Saft, Fruchtsaft oder Gemüsesaft, hat sehr viel Nährstoff und Vitamine und Mineralien und es ist sehr nährreich. Dann kommen wir zum Kaffee.
Das ist ein Kaffee. Jetzt bin ich mitten im Kaffee inne. Oh je. Da hat jemand gerade Kaffeerahm oder Milch, sehr wahrscheinlich Kaffeerahm in Kaffee da. Wir können ja auch ein bisschen Milch drin tun. Das sieht schön cremig aus. Hast du gerne Kaffee? Bist du ein grosser Kaffeetrinker oder eine Kaffeetrinkerin? Oder gehörst du zu denen, die lieber Tee haben und die zu allem Tee trinken? Schwarztee, so wie zum Beispiel die Engländer oder andere Tee. Mate-Tee, wie in Südamerika, die trinken immer ganz viel Mate-Tee, oder? Das ist auch ein Tee, der dir Energie gibt. Ja, so wie ein Kaffee, so wie der Schwarztee. Manchmal brauchen wir etwas, das uns so einen Kick gibt, dass wir nicht einschlafen, zum Beispiel nach dem Essen, dass wir Energie haben zum Weiterarbeiten, dass wir wach bleiben beim Autofahren. Oh, dann brauchen wir etwas Starkes, das Koffein hat. Was für Kaffee hast du schon getrunken? Es gibt ganz viele verschiedene Kaffee. Es gibt ganz viele verschiedene Arten, Kaffee zu machen. Was ist dein Lieblingskaffee? Wir haben daheim keine Kaffeemaschine. Mein Mann hat in der Schule eine Kaffeemaschine. Er trinkt dort genug und dann muss er nicht daheim noch trinken. Ich trinke meistens Kaffee einfach, wenn ich Besuch habe, wenn es Sonntag ist oder so. Aber ich trinke nicht unbedingt jeden Tag einen Kaffee. Aber ich habe gerne zum Beispiel Kaffee mit zum Beispiel ein bisschen Gewürz drin. Ingwer und Kardamom und Anis und Zimt oder so. Das ist vor allem im Winter sehr gut, so schön wärmend. Und dann mit ein bisschen Milch und Honig zum Beispiel. Das habe ich noch gerne. Oder ich trinke gerne ein Cappuccino mit viel Schaum und ein bisschen Zucker. Ich eigentlich gerne, wenn es ein bisschen Zucker im Kaffee hat. Welches ist dein Lieblingskaffee? Trinkst du deinen Kaffee mit Zucker oder mit Honig, so wie ich manchmal? Das ist zwar eher selten, glaube ich. Oder trinkst du deinen Kaffee ganz schwarz oder mit Milch oder mit Kaffeerahm? Es gibt ganz viele Arten, wie man das Kaffee trinken kann. Hast du manchmal Kaffeesatz im Tassli? Also wir tun häufig daheim, wenn wir einen Kaffee machen, unsere Kaffeebohnen von Hand mahlen. Dann geben wir am Besuch etwas zu tun, dass sie beschäftigt sind. Dann mahlen sie von Hand den Kaffee mahlen. Und am Schluss bleibt dann im Kaffeetassli ein bisschen Kaffeesatz übrig. Also das ist so ein türkischer Kaffee, so etwas. Wie viel Kaffee trinkst du pro Tag? Musst du wirklich deinen Kaffee haben? Sonst kannst du nicht funktionieren. Oder tust du einfach zum Spass Kaffee trinken, wenn du Lust hast? Dann Tee. Tee ist natürlich auch ganz ein grosses Thema. Vielleicht sind einige von euch Teespezialisten, Teekenner. Ihr könnt uns vielleicht einen Tipp schreiben unten im Kommentar oder im Chat über den Tee, den ihr gerne habt oder wie man ihn am besten kochen, zubereiten. Bist du eine grosse Teetrinkerin oder ein Teetrinker? Hast du ganz viele verschiedene Arten von Tee daheim oder trinkst du immer nur den gleichen Tee? Ich habe eine grosse Schublade und dort hat es einige Tee drin. Aber sehr häufig haben wir auch gerne so, anstatt den Tee in Beutelchen, auch so frischen Tee, getrockneten Tee, aber so Blättchen, in Blättchenform, wo du einfach ein Teelöffel Blättchen dann nimmst oder von einer speziellen Teemischung ein Löffel nimmst und das in dein Teeglas tust. Oder ins Tassli. Das ist nicht unbedingt ein Glas, es ist mehr ein Tassli. Was ist dein Lieblingstee? Welcher Tee ist dein Lieblingstee? Hast du etwas so?
Ich habe sehr viel Tee gern. Zum Beispiel auch Rooibos oder Lindenblütentee oder Kamillentee oder Schwarztee, Grüntee. Aber den Schwarztee habe ich nicht so gern, wenn er zu stark ist. Ich habe es lieber, wenn er nur ganz leicht, noch nicht ganz dunkel ist. Also beim Schwarztee muss ich aufpassen, dass ich das Teebeutel früh genug rausnehme oder dass ich es absieble, dass der Tee nicht zu lang im Wasser bleibt. Und dann gibt es verschiedene Tee, die man nicht ganz bei 100 Grad aufgießen, sondern bei 80 Grad zum Beispiel kochen. Das ist eine ganze Wissenschaft, wie man das richtig macht. Aber ich muss sagen, ich bin nicht so eine grosse Tee-Expertin. Also ich bin schon zufrieden mit einem ganz normalen Tee. Gibt es irgendeinen Tee, den du eigentlich gerne möchtest ausprobieren, wo du davon gehört hast und gedacht hast, oh, da muss ich einmal versuchen? Gibt es das? Also wenn ich so überlege, dann ist es schwierig zu sagen, weil sehr wahrscheinlich kenne ich den Tee gar nicht. Und dann, aber wenn jemand daheim so eine spezielle Teemischung hat und ich bei ihnen auf Besuch bin, tue ich gerne immer die Teemischungen ausprobieren, die neuen Tee. Ich tue gerne so neue Sachen ausprobieren. Der nächste Punkt sind Getränke mit Kohlensäure. Getränke mit Kohlensäure. Es gibt ganz viele verschiedene Getränke mit Kohlensäure. Pepsi, Cola, das sind so vielleicht die bekanntesten. Sinalco, so ein oranges Getränk mit Orangengeschmack. Oder in der Schweiz hat es auch Rivella. Vielleicht könnten wir vom Rivella reden. Kennst du Rivella? Trinkst du generell Getränke mit Kohlensäure? In Österreich habe ich auch einmal Almdudler getrunken, das habe ich auch sehr gerne gehabt. Generell haben sie mir zu viel Zucker, die Getränke. Aber das ist jetzt in der letzten Zeit auch ein bisschen besser geworden. Die Getränke sind ein bisschen weniger gesüßt, einige Getränke, als früher, oder? Habt ihr auch das Gefühl? Also trinkt ihr die Getränke mit Kohlensäure? Zu welchen Gelegenheiten trinkt ihr die? Vielleicht mischt ihr die auch mit Alkohol für einen Drink. Oder wenn es ein Geburtstagsfest ist oder wenn ihr ins Restaurant geht. Welches hast du am liebsten? Ich würde sagen, am liebsten von diesen Getränken habe ich schon das Rivella. Das ist ein Schweizer Produkt. Und wenn du in der Schweiz lebst, hast du es sehr wahrscheinlich auch schon gesehen. Rivella Blau oder Rivella Rot oder Rivella Grün kannst du kaufen, auch im Restaurant. Und dann, das ist gemacht, jetzt müsst ihr aufpassen, das ist das Grundprodukt von dem Rivella. Das ist von der Milch ein Abfallprodukt, wenn man Käse macht. Das ist die Flüssigkeit, die übrig bleibt, wenn man Käse macht. Dann nachher, die tut man weiterverarbeiten und man macht Rivella daraus. Also es hat sehr gute Sachen in dem Getränk, sehr gute Nährstoffe. Es ist nicht einfach nur Zucker und Wasser. Ja, und es hat einen guten Geschmack, mit vielleicht noch Grüntee-Geschmack, Rivella Grün oder ein bisschen Kräutergeschmack oder so. Und was habt ihr am liebsten? Was trinkst du? Oder vielleicht trinkst du gar nie kategorisch, sagst nein, das sind kohlensäurehaltige Getränke mit viel Zucker, das ist ungesund. Vielleicht. Und du trinkst kein Getränk, kein gesüßte Getränke mit Kohlensäure. Oder dann, welche Marke hast du am liebsten? Welche Marke hast du am liebsten? Jetzt kommen wir zu der heissen Schoki. Die heisse Schoki, wir sagen auch
Caotina. Wenn man am Morgen Milch nimmt und Caotina-Puder rein tut, dann heisst es Caotina. Oder wenn man Ovomaltine rein tut, dann heisst es Ovomaltine. Kennt ihr Ovomaltine? Das ist auch so ein Schweizer Produkt. Es ist so eine Mischung, ein Puder, das man in die Milch tun kann. Aber es ist nicht nur Schoki. Also, ihr müsst es mal versuchen. Es ist schwierig zu beschreiben und ich hatte es schon ewig lang nicht mehr gehabt. Als Kind habe ich das viel getrunken. Und es hat so gute Zusatzstoffe. Noch, es ist ein bisschen gesünder, sehr wahrscheinlich, als nur Schoki-Drink. Und das heisse Schoki, so richtige heisse Schoki, so wie es im Restaurant gemacht wird, hat manchmal ist sehr schokihaltig und ist so, wie ihr gesehen habt in dem Film, in dieser Schoki hinter mir, es ist ein bisschen dickflüssig. Und wenn du ein Chocolat Viennois bestellst, dann ist das nicht nur eine heisse Schoki, sondern eine heisse Schoki mit Schlagrahm oben drauf, mit einem Schäumli. Schlagrahm oben drauf, mit einer weißen Krone, so quasi. Und das ist ein Traum. Ich habe gerne heisse Schoki. Also nicht nur heisse Schoki, sondern Chocolat Viennois mit dem Schlagrahm oben drauf. Schlagobers, sagen ja die Österreicher, wenn es schon heisst Viennois. Aber wir sagen Rahm. Und nicht Sahne. Sahne sagen die Deutschen, ja. Habt ihr gerne Getränke? Kaffee oder schon heisse Schoki oder andere Getränke mit Rahm oben drauf, mit einem Pfüpfli Rahm? Wann hast du zuletzt eine heisse Schoki gehabt? Ich nehme das eigentlich am meisten, wenn ich im Restaurant bin, so, wenn es Winter ist oder so, wenn es ein bisschen kalt ist und ich Lust auf etwas Heisses, auf etwas Warmes habe, dann nehme ich am meisten heisse Schoki. Daheim mache ich es eigentlich nicht so viel für mich selber. Ja, oder einfach nur Schoki trinken, also einfach ein bisschen Schokipuder in die Milch. Aber das trinken eher die Kinder. Hast du auch schon Ovomaltine getrunken? Ich habe vorher von den Ovomaltine erzählt. Es gibt auch Ovomaltine, so Riegel, die du essen kannst, so Stängeli, die einen ähnlichen Geschmack haben wie Ovomaltine. Vielleicht hast du das schon einmal versucht. Das ist so, die typische Farbe von Ovomaltine ist orange. Also vielleicht hast du es bis jetzt noch nicht gehabt und wenn du es suchen im Laden, kannst du ja fragen nach Ovomaltine oder Ausschau halten nach diesen orangen Verpackungen. Ich glaube, so viel ich weiss, ist es blau geschrieben und orange verpackt. Und dann gibt es noch etwas, sehr wahrscheinlich aus Amerika, eine andere Idee. Ich weiss nicht, wer so kreativ war und das einmal erfunden hat, aber heisse Schoki mit Marshmallows, mit diesen Schäumli, mit diesen Gummisachen, so Süßigkeiten. Wisst ihr noch? Also, habt ihr gerne heisse Schoki mit Marshmallows? Also, ich habe es noch nie versucht. Ich kann mir vorstellen, dass es relativ gut, aber sehr, sehr süß ist. Aber das hat so eine schöne, schaumige Konsistenz, das Marshmallow. Und wenn das so vergeht, wenn das schmilzt auf der heißen Schoki, kann das vielleicht so ein interessantes Gemisch geben. Ja, also vielleicht würde ich es einmal probieren, aber ich würde es sicher nicht jeden Tag trinken. Vielleicht könnt ihr etwas darüber schreiben, über die heisse Schoki mit Marshmallows. Oder vielleicht habt ihr schon andere Kombinationen probiert, andere Getränke mit Marshmallows. Und dann könnt ihr darüber schreiben, im Kommentar oder im Chat. Ein Cocktail. Ein Cocktail ist so ein Mix. Ein alkoholisches Getränk. Es könnte aber auch ohne Alkohol sein. Es muss nicht unbedingt Alkohol drin haben, aber es ist irgend so eine spezielle Mischung. Es gibt ganz viele verschiedene Rezepte für Cocktail. Das braucht man dann häufig an einer Party, an einem Geburtstagsfest oder an einem Apero könnte man auch einen Cocktail servieren. Wieso nicht? Ja.
Die sind häufig sehr fruchtig und süß. Und ich denke, die ich bis jetzt hatte, sind alle sehr gut gewesen. Also man muss aufpassen, vor allem wenn sie Alkohol haben, dass man nicht zu viel trinkt, weil sie sind wahnsinnig süffig. Ja? So eine Fruchtbowle mit Alkohol oder so Cocktail oder eben so süße alkoholische Getränke, dann muss man aufpassen. Das ist sehr süffig und man hat schnell mehr getrunken, als man denkt oder mehr getrunken, als man lieb hat. Ja. Trinkst du gerne Cocktail? Machst du manchmal selber, wenn du irgendein Fest organisierst oder Gäste einlädst, tust du deine eigenen Cocktail brauen? Hast du vielleicht deine Spezialität oder dein Geheimrezept, das niemand so gut kann wie du? Wann hast du das letzte Mal einen Cocktail getrunken? Das ist schon ewig her. Ich muss sagen, ich weiss es nicht mehr. Es wäre wieder Zeit. Ich glaube, ich muss anfangen, selber Cocktail machen. Was für einen Cocktail kannst du uns empfehlen? Vielleicht bist du ein guter Experte in Sachen Cocktail oder eine Expertin und du kannst uns etwas Gutes empfehlen. Ja. Und apropos Schäumli und Kaffee, habt ihr schon einmal Schäumli-Pflümli gehabt? Das ist etwas Neues. Das habe ich erst letztens gehört. Also das ist ein Kaffee mit Schaum oben drauf, also das heisst Schlagrahm, so wie Chocolat Viennois und ein bisschen Pflümli-Schnaps. Ja, das wollen wir einmal probieren. Also, ich wünsche euch alles Gute. Denkt daran, dass ihr abonnieren, subscribe drücken, dass ihr meinen Kanal abonniert, dass ihr immer auf dem Laufenden seid. Ihr könnt mir auch einen Kaffee spendieren. Ihr könnt die App herunterladen und auf eurem iPhone Schweizerdeutsch lernen unterwegs. Und ich danke all denen, die mich unterstützen, die mir einen Kaffee spendieren und immer wieder reinschauen und einen Kommentar schreiben und Hallo sagen. Ich danke euch ganz fest für eure Unterstützung. Dann sehe ich, dass es Sinn hat, was wir machen. Und ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und verbleibe bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch eine ganz schöne Woche. Macht's gut. Tschüss zusammen.